Habedere und Servus zu einer neuen Folge Viva la Movolution, dem besten bayerischen Filmpodcast, wo gibt. Ich glaube, wir sind mal der einzige Filmpodcast, aber wurscht, wir sind auf alle Fälle der Beste. Heute haben wir mal wieder einen Gast dabei und es ist jetzt, glaube ich, fast ein Jahr her, dass wir miteinander was aufgenommen haben. Wir haben uns ja damals vorgenommen, eine Reihe zu besprechen. Und wer jetzt noch nicht weiß, um was das geht, der drückt jetzt auf Pause, hört alle unsere vorherigen Folgen an, damit er dann weiß, um was das geht. Es geht nämlich um die Alien-Reihe. Heute wird der 3. Teil besprochen und es ist wieder der Birger dabei. Birger, haber die Ehre. Haber die Ehre miteinander. Servus Christi. Grüß Gott, mein Name. Schön, dass du wieder mal da bist. Wie gesagt, der Jahr hat es jetzt gedauert. Wir haben ja gerade diskutiert, wie lange das dauert. Ich bin mir nicht sicher. Es kann da länger gewesen sein. Wahrscheinlich. Aber gut, letztendlich haben wir wieder zusammengefunden. Das ist ja schön, oder? Wird zauberhaft. Ist ja schön. Was zusammengehört, findet zusammen, heißt es, gell? Ja, das ist richtig. Das ist richtig schön, gell? Da denke ich irgendwie noch dran an irgendeine Ex-Freundin von mir, ob wir wieder zusammenfinden, aber ich glaube nicht. Oh Gott, ich darf nichts sagen. Ja, heute ein Maulbirger. Ja, okay. Wir haben ja mittlerweile 21 neue Hörer dazugekriegt, seitdem wir die letzte Folge aufgenommen haben. Magst du vielleicht kurz? 21? Ich glaube schon. Also mehr dürfen es nicht sein, weil so viele Narische gibt es normal nicht. Den Scheißdreck deren. Zumindest habe ich aufgehört, dass es mal anhört, darum sind wir bei 21 und 22 gewesen. Verzeih mir der Handvoll Narischen, wer du eigentlich bist und was die dazu befähigt, bei uns mitmachen zum dürfen. Was befähigt mich überhaupt irgendwo mitzumachen zum dürfen? Das kommt auch wieder gar dazu. nichts, ich kenne die einfach, das ist alles. Hab ich das nicht letztes Mal schon erklärt? Du hast doch die Leute gesagt, die sollen die anderen Teile auch schon da erklären, das auch schon. Ich bin der Birger, ich mache Mundart, YouTube und Gaming-Streams und mich kennen 23 Leute. Das befähigt, da mich mehrere Leute kennen, wie euch 21 darf ich mitmachen, hat's geheißen. Stimmt, alle, die berühmter sind als wir, die dürfen bei uns mitmachen. Das ist eine gute. Ja, ich habe schon gewusst, meine 23 Zuschauer, die öffnen mir sämtliche Türen in der Zukunft. Sämtliche Türen und sämtliche Hosentüren zu den Weiber. Geiler. Richtig cool, Alter. Ja, wir haben über Alien angefangen zu reden, weil ja das von dir auch so ein Kindheitsfilm ist, was sagst du, der hat die geflasht und dann haben wir irgendwann gesagt, machen wir mal einen Podcast zum ersten Teil. Und da ist uns dann irgendwie so in den Sinn gekommen, hey, machen wir halt einfach über das ganze Franchise jeweils zu jedem Film eine Folge. Und ja, nach 2 Jahren Laufzeit haben wir es geschafft, dass wir jetzt endlich mal zu Teil 3 zusammenkommen. Ich glaube, es hat auch daran gelingen, weil den ersten und zweiten Teil, die feiert man ja beide ziemlich ab. Und ab dann macht das Franchise schon eine leichte Kurve nach unten und gerät in so eine Rezession. Ich hätte jetzt auf Corona geschoben, aber egal. Ja, jetzt kommen so die Teile, bei denen wir wahrscheinlich nicht mehr zu 100%ig euphorisch sein können. Aber verzeih mal die Leute, um was geht's denn eigentlich bei Alien 3? Um was geht's in Alien 3? Um Aliens. Forschung ist vorbei. Nach dem zweiten Teil guckt ja Newt, der Hicks und Ripley in der Crew-Kapsel umeinander und gucken da irgendwo im All umeinander, die stürzen dann ab, weil ich glaube, Feuer ausbricht, bin mir nicht sicher, 100%ig, ist ja nicht so, als hätte ich den Film nicht vor 2 Jahren angeschaut, und dann stürzen sie ab auf einem Planeten, wo irgendein altes Verlassens, keine Ahnung, Fabrikenscheißes und so weiter, und da sitzen ein paar Gefangene, es ist quasi ein Gefängnis, also Doppelchromosom Mongos. Keine Ahnung. Darf man das Wort sagen, weil ich weiß, er war wahrscheinlich schon. Ich darf es bei mir aber nicht sagen. Also prinzipiell darf man bei mir alles sagen, aber... Finde ich geil. Mongos! Okay. Dann wird's geborgen. Die kleine, Achtung, Spoilergefahr, die kleine stirbt. Der Herr Captain Hicks stirbt auch. Das hat zwar keine storytechnischen Gründe, sondern wahrscheinlich eher Drehbuchgründe, aber egal. Ist der Großteil nicht so amused drüber, dass die 2 Figuren einfach so... Ja, da bin ich auch überhaupt nicht amused darüber. Da hätte man nämlich ziemlich viel draus machen können. Ja, der Michael Biehn ist sogar so lästig gewesen, dass Carsten hat sich von ihrem Chor Puppen her nicht mehr die ausschaut wie er als Leiche. Habe ich auch gesehen. Ich habe wortwörtlich, glaube ich, sagt er sogar, war damals egal,
um wie viel Geld das geht. Dann sagt er nur so spaßeshalber dazu so, ich war ein totaler Vollidiot damals. Und wenn das so und so läuft, dann springt das Alien sicher nicht aus meiner Brust, irgendwie so. Ja, also sie haben dann, glaube ich, nur ein Beutel vor ihm oder so hernehmen dürfen. Das war das Maximale, was er zugelassen hat. Auf alle Fälle geht's dann ziemlich schnell weiter. Also sie landet als einzige Frau in einem Gefängnis, wo nur, weiß ich nicht, so 15 so Hanseln drin sitzen, lauter Vergewaltiger, Mörder und was weiß ich, was alles sehen. Ganz patente. Ja, ganz massiv potente und ganz intelligente. Richtig kommod, richtig Leute. Gut. Und natürlich war da ein Alien dabei und das kommt dann und dann geht's los. Und der kleine Twist ist so ein bisschen, finde ich, die haben da keine Waffen. Das macht halt das eine Alien dann ziemlich bedrohlich. Und dann geht's halt da in diesem verlassenen, abgefuckten Gefängnishaufen los. Genau. Bedrohlich ist eigentlich da so ein gutes Stichwort, weil man hat zumindest gemerkt bei dem Film, dass er wieder weg von der Action hin zum Sci-Fi-Horror wollte, wie Teil 1. Schafft er nicht ansatzweise. Was er gesagt hat, der Fincher ist nämlich da der Regisseur. Den kennen sicherlich einige von euch. Sein erster Film, David Fincher, hat danach gemeint, dass er nie wieder einen Filmmacher wird, weil es immer so gelangt hat von der Gaudi, die es da gegeben hat. Gott sei Dank hat er sich umentschieden, weil wir ja nämlich dann auch Werke wie 7 zum Verdanken haben oder einige Folgen bei House of Cards und die unglaublich grandiose Serie Mindhunter. Aber er hat auf alle Fälle, wollte er eben wieder in die Richtung vom ersten Teil gehen, von der Atmosphäre her, weil ihm der auch geprägt hat. Aber ja, wie du schon gesagt hast, er schafft's nicht annähernd. Es gibt Momente, wo so ein Lichtblick war, wo du denkst, ja, und dann ist weg. Vor Notation und dann, na egal. Genau. Welche Version hast du gesehen? Weil wir haben ja wieder mal, wie bei alle, 2 Cuts. Es gibt ja den Kinoschnitt und dann gibt es noch den Assembly-Cut. Welche Version hast du jetzt angeschaut oder hast du beide schon mal gesehen? Also ich habe die ganz normale Kinofassung habe ich sehr oft im Laufe meines Lebens gesehen, aber vor kurzem angeschaut habe ich mir die Special Edition. 144 Minuten hat die, glaube ich. Ja, genau. Ja, genau. Und im direkten Vergleich, was sagst du? Das ist jetzt natürlich schwierig, da müsste ich eigentlich die Kinofassung, hätte ich noch kurz vorher auch sehen müssen. Ich sag, gefühlt, scheißegal, ob Special Edition oder nicht, beides gleich bescheiden. Bist du deppert? Bist du deppert. Keine Ahnung, da werden einfach nur ich habe so ein bisschen das Gefühl, in der Special Edition werden einfach bestimmte Dialoge entlenkt. Am Anfang habe ich zuerst gemeint, so, wenn's Ripley bergen und so weiter und dann kämen sie mit so komische Kier, mit so Händel und so, da bin ich mir nicht 100% sicher, ob das in der normalen Version drin ist, weil ich das, glaube ich, noch nie gesehen habe. Nein, das ist nicht drin. Da ist zum Beispiel eben wirst Ripley am Bergen, die ist ja liegt ja dann am Strand vor Letten und dem Leisviech zeigt da. Ja. Dadurch ist dann zum Beispiel schon so ein kleiner Fehler aus dem Kinoschnitt raus, weil da wird sie eingetragen vom, wie heißt der Dr. Clemens, oder? Clemens, glaube ich, ja. Und ist auf einmal vorher Letten und erst weil da zum Beispiel jetzt so ein kleiner Anschlusskorrektur, dass du weißt, warum sie eigentlich vorher Letten ist. Also das ist zum Beispiel nicht drinnen vorgekommen. Ja, jetzt glaube ich, weiß ich, was du meinst. Also 30 Minuten länger fast, der Assembly Cut. Da so am Anfang, da war ich noch, wie ich das eben gesehen habe, und denke, okay, wenn das natürlich wirklich komplett neu gedrehte Szenen sind, die ich gar nicht kenne, ja, cool, geil, freut mich, dass ich mir das jetzt endlich einmal nach 25 Jahren anschauen darf. Aber im Laufe des Films fühlt sie sich dann als wären sämtliche Dialoge, die in meinen Augen so unfassbar dämlich sind, dass es gar nicht mehr dämlicher geht, einfach nur noch länger. Und da merkt man dann auch ziemlich schnell, was da, also ohne dass ich jetzt die Kinofassung kurz vorher gesehen habe, was da neu dazukommt, weil die Synchro eine andere ist. Genau, da merkst du es ab und zu. Das merkst richtig krass, dass dann teilweise hat eine ganz andere Stimme, teilweise schmatzt und schreit voll energisch, währenddessen sie im Beutel aber einfach bloß da steht und ganz normal redet, aber ich denke, keine Ahnung. Aber ich glaube, dass mir ist wurscht, ob das Special Edition ist oder die normale Kinofassung. Nein, ich habe mir beide angeschaut. Jetzt kurz davor nochmal. Und immer im direkten Vergleich hat für mich die Assembly Cut da die Nase auf alle Fälle vorn. Weil ein paar Sachen, weil der Film zwar nicht wirklich, also er wird ein wenig besser, weil er ein wenig runder wird, alles ein bisschen logischer und nicht so abkackt ist. Zum Beispiel auch das Alien dann fangen das erste Mal und dann der Narische, der Golik eben dann dafür verantwortlich ist, dass wieder Kasala passiert. Das ist ja in der Kinofassung komplett raus, der Golik ist einfach weg.
Also er ist halt dann wahrscheinlich so ein Kollateralschaden, der irgendwo in seinem in irgendeinem Eckel vom Alien mal erwischt worden ist. Man erfährt nie in der Kinofassung, was mit dem passiert ist, und da in der Special Edition wird es dann zumindest mal erklärt. Kann ich nicht beurteilen jetzt gerade. Sag ich dir, was ist. Das ist genau der Teil, da müsste die Kinofassung jetzt halt noch direkt danach oder davor sein. Dann darf man das mit Sicherheit auffallen. Aber wie gesagt, gefühlt haben es bei mir bloß die Dialoge. Nein, das wollte auf alle Fälle, weil das sind ganz markante Sachen eben, die dann, das sind ja komplett neue Szenen, die dann da mit reinkommen. Und auch wie das Alien geboren wird, das wird ja in der Kinofassung, kommt es aus dem Hund aus, diesmal wird es von einem von den Ochsen da geplatzt, dann außer den sind reingetragen. Da sagt man dann auch den Facehacker nochmal, den sechsten Mal nicht so gar nicht. Der ohne Schmarrn, da, weil ich gerade zumindest bei Dialoge war, wenn die zwei Metzger-Typen die Kur einziehen, bis die Szene gar ist, wenn er den Facehacker in den Tee hält und sagt, was ist das denn, und dann ist es vorbei. Ohne Schmarrn, dieser Dialog zwischen diesen zwei Leuten, ich bin da gesessen und hab nur den Kopf beidelt. Das ist so unterirdisch schlecht, dass das weh tut. Das ist ein dermaßenes Prollo-Gelaber mit absolut null Sinn, dass ich gar nicht weiß, was ich sagen soll. Das ist allgemein das große Problem an die Dialoge da drin. Ja, aber das ist ganz markant. Also das ist mir mit der Kur, also wenn sie die Kur einziehen, das ist mir ganz furchtbar fest hängen geblieben, um Gottes Willen. Ganz schlimm. Das stimmt. Das ist, da habe ich sowieso, da habe ich für mich persönlich immer so ein Problem, wenn es um so Gefangenengruppen geht, und da nur so Machos aufeinander sind, Wollecke, da entstehen Dialoge, wo man echt denkt, rennen wirklich Menschen auf der Welt so, rennt irgendjemand auf der Welt, redet ja so, falls ja, dann bitte hängt's mir auf, weil ich mag in so einer Welt überleben. Ich möchte das einfach nicht. Das, ganz ehrlich, das erwarte ich aber auch, wenn so ein kleiner Story-Punkt halt, oder Atmosphärenpunkt halt auch ist, sie ist die einzige Frau da in einer Gefangenen, in einem Gefängnis halt, wo lauter Männer drin sind, die lauter Doppelchromosom-Behinderte haben und natürlich kommt und Vergewaltiger sind, dann rechne die natürlich damit, dass da hingeiert wird und der Blätschmerz und der Sauschmerz kommt. Ja. Aber er ist halt, ja fuck, er ist halt einfach Ende 80er, Anfang der 90er, und das kann's da einfach nicht mehr geben. Es ist so schlimm. Sehr, sehr schwer teilweise, ja. Sehr schwer, dass du das da tragst. Das ist auch einer der Gründe, weil du gerade gesagt hast, einer der Gründe, warum die Newt, warum sie es nicht unbedingt wieder dabei haben wollten, als das noch lebt in dem Teil, weil ja der Knast da voll ist mit, wie du schon sagst, Mörder, Vergewaltiger, Kinderschänder, und sie haben eben dann gemeint, dass es dann zwangsweise auf irgendeine Child Abuse Szene auslaufen soll da drinnen, und das wollten sie halt unbedingt vermeiden, darum haben sie sich dazu entschieden, dass sie die Newt von Anfang an da sein lassen. Ja, da hätten wir aber halt auch einen krassen Gänsehaut-Ekel, also so draußen machen können. Da muss ich jetzt kurz überlegen, wie der Film heißt, da wo es um genau das Gleiche geht. Fuck, fällt mir jetzt gar nicht ein. Egal. Es ist ganz furchtbar schlimm. Und wenn der Film so, wenn du mich fragst, wenn er wieder zurückgeht in Horror, Ekel, grausam, schlimm. Ja, recht viel schlimmere Sachen fallen jetzt mir nicht ein, als wenn man das Mädel da in den Haufen von Gefangenen und Kinderschänder einsteckt. Ja, das war, also da hätte man, glaube ich, auf alle Fälle vor allem extrem viel Spannung aufbauen können die ganze Zeit. Also da glaube ich, da war jede Szene so voller Spannung, wenn das Luftschneiden hätte können. Ja. Wenn du das vorstellst. Es war ja so schon, wenn Tripler irgendwo durchgeht, er lädt da schon das Gegeiere und Gegaffe von den Typen. Dass da schon, wie gesagt, das ist schon unangenehm, aber ja, natürlich, da so eine Szenerie mit einem Kind, das alles noch viel schlimmer machen. Ja. Also, ja, wie soll es jetzt da rundherum schmerzen? Das eine ist schlimm, das andere ist halt auch schlimm, aber noch schlimmer. Ja, das ist halt dann so das Finale von dieser Art von Sache. Lassen wir es lieber, weil wir uns gerade noch in den Schmarrn reden. Aber trotzdem, ja, natürlich reden wir uns da in den Schmarrn, aber trotzdem hat die Chloe, obwohl sie von Anfang an tot ist, das ist eine Szene, die ist mir zumindest vor allem als Kind so krass hängen geblieben, ähnlich wie im Zwarer, das Alien, wo da rauskommt und tötet mich. Und zwar, wenn es die Autopsie mit ihr machen. Ja. Wenn sie dann nachher tut, das klang immer noch nicht, ja, dann öffnen Sie bitte den Brustkorb, und dann zirkt er die Sorge aus, ja, und dann hörst du und ratscht da so drüber, leck, Alter. Teufel. Das ist so richtig asozial. Angeblich soll es ja da auch wesentlich mehr Material geben, das aber dann ausgeschnitten haben, weil es eben sonst das Rating jetzt hoch geworden war fürs Kino, und weil die Leute sogar, die da mitgearbeitet haben, schon gesagt haben, ja, das wird schlecht von dem, was da jetzt machen müssen. Ich weiß nicht, ob es gerade wieder bla bla ist, wie so oft, um da irgendwie die Gerüchte und um den Film interessanter zu machen. Aber ja, das, was man gesehen hat, war für mich schon genug, dass ich sage, stop it! Ja, YouTube, du sagst ja nichts.
Das ist ja, ich glaube, doch, einmal sagt man den geöffneten Brustkorb ganz leicht, aber Kurz, nicht wirklich schlimm. Da ist eher die Beutel, die du in deinem Schädel drin hast, währenddessen er die Sarg nimmt und dann das und dann legt das Blutige wieder hin und wirft es einfach ins Eckkind drin, da habe ich teilweise kurz ein wenig lachen müssen, weil man denkt, welcher Doktor wirft ins Werkzeug so ins Eckkind drin. Aber macht keinen Spaß, sich das vorzustellen, was die da tun. Weniger. Weniger. Gibt aber, ich glaube, ich habe ein bisschen was dazu gelesen, da gibt's, ich weiß nicht, ob es ein Roman ist oder Comics, in denen die Newt am Leben gewesen war. Und sie hat aber in der Kapsel die ganze Zeit bleiben müssen, ich frag mich nicht, wegen was, und war dann am Schluss wieder rausgekommen aus der Kapsel und dann haben sie die Geschichten weitergeführt mit ihr. Da gibt es anscheinend eine Comicreihe oder so, wenn ich das richtig gelesen habe. Aber weißt du, hast du mal irgendwelche von den Alien-Comics gelesen? Nein, den einzigen Alien-Comic, den ich habe, ist Superman und Batman vs. Aliens und Predator. Und der ist genauso sagenhaft deep, wie er sich anhört. Ja, geil, oder? Das kaufe ich für $1. Ja, ich gebe dir $1, wenn du es abholst. Cool. Bin ich schon dabei, morgen Kimi. Was mir aber immer, was aber ganz interessant war, das weiß ich jetzt nicht, ob das wie gesagt, ich habe da hat es einen Haufen Zeug wieder gegeben mit irgendwelchen Romanen oder so, ob das da beschrieben wurde, aber zumindest wird irgendwo erklärt, weil, also, wir haben ja vorher schon mal kurz Spoiler gesagt, aber natürlich jetzt hier nochmal eine große Spoilerwarnung, was jetzt passiert, wobei bei dem Film ist eigentlich nichts so überraschend, außer das, was ich jetzt verzeihe. Glaube ich, weiß ich, was kommt. Genau, wo dann letztendlich noch so ein Alien wohnt und man fragt sich die ganze Zeit, wie ist das Alien da eigentlich reingekommen? Ja, das stimmt. Und da gibt es eben die Erklärung, dass Ripley, wenn sie es ist nur so ein Alien-Mistviech in der Ripley, und wenn sie aufwacht, dann sagt sie einmal, dass ihr der Hals weh tut, und sie hust immer ein bisschen so umeinander. Und die Erklärung war eben dazu, dass ja, wenn die Kapsel abstürzt und die Newt ertrinkt und stirbt, da gibt es anscheinend auch noch eine Geschichte, in der dann erzählt wird, dass die Newt das sehr wohl miterlebt hat, dass sie da ertrinkt und wach geworden ist und so. Der Alien-Fötus, nehmen wir jetzt einfach mal, der braucht einen lebenden Wirt, dass er überleben kann, der grabt dann, ist dann anscheinend über die Newt über den Hals ausgegraben und ist dann zu der Ripley hat sie dann über die Kehle praktisch in die Ripley eingekämpft, und deswegen tut ihr der Hals weh und hat sie so ein bisschen einen Husten und einen kratzigen Hals. So wird das dann erklärt. Habe ich nicht gewusst. Hört sich aber halbwegs plausibel an. Das Einzige, was ich nicht für so super plausibel halte, ist, wie kommt die in die Kryokapsel erstens außer und zweitens wieder rein. Ja, aber gut, bei der Newt war doch ein bisschen ein Letten dran. Ja, aber bei ihr nicht. Ja, jetzt pass auf, da glaube ich, wird sie bezogen auf den Assembly Cut, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und da ist sie draußen aus ihrer Kapsel. Und ich glaube, dass sie darauf bezogen worden ist, dass sie bei dem Absturz schon aus der Kapsel ausgeschleudert worden ist, und da ist es dann passiert, und sie ist aber dann auch komplett irgendwie ausgespült worden und dann an den Strand gekommen. Ich glaube, irgendwie so haben die das da erklärt. Ja, ganz ominös, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es ist eine halbwegs brauchbare Erklärung. Genau, zumindest brauchbarer als die man eigentlich ja gar nicht kriegt, oder eben die, wenn es in der Kinofassung irgendwie noch in der unversehrten Kapsel drin liegt. Ja, das stimmt. Man sagt ja in der Kinofassung, sagt man nicht, dass sie im Dreck draußen liegt. Da ist sie in der Kapsel drin und wird da rausgenommen und dann davor tragen. Genau. Ja. Und wie gesagt, wenn das auf dem Tisch liegt, dann ist es aber vorher letten. Also da gibt es dann in der Kinofassung nur die Erklärung, dass er ihn geworfen hat, während er sie getrunken hat. Und vielleicht hat ja dann hätte man sagen können, vielleicht hat er deswegen auch der Hals weh da, weil es irgendwie vielleicht hingefallen ist. So ein Blödsinn. Ja, aber wer passt da drauf auf, so, ich hab Halsweh, ja. Und dann denkt, ja, weil das Alien jetzt da durch den Hals reingeht. Das ist so, das ist halt wahrscheinlich irgendeine Fantheorie oder weiß der Geier was. Ja. Aber oder es ist vielleicht in einer von den Ursprüngen, ich weiß eben nicht mehr, ich habe da einiges gelesen, weil da kursieren ja die wildesten Gerüchte und zu dem Film und vor allem zu der Entstehung. Es gab ja, oder was weiß ich, wie viele Skriptfassungen, die Skripte sind ständig geändert worden, auch während dem Dreh sind die 1000-mal noch geändert worden, 1000 Produzenten hin und her gewechselt. Der Fincher war ja mal dann der dritte Regisseur, der es letztendlich dann übernommen hat. Alle haben sich untereinander gestritten, man weiß halt letztendlich nicht, was eigentlich von wem, aus wessen Kopf stammt und was das für zusammengeschusterte Scheiße am Ende war, die der Fincher dann irgendwie versucht hat zu retten. Der Fincher redet da bis heute nicht drüber, was auf dem Set los war. Ja, nicht und wie er behandelt worden ist. Es gibt, glaube ich, 2 oder 3 Interviews und da war 1 oder 2 Sätze verliert drüber, dass das alles ein Riesenhaufen Scheiße war. Ja, da ist doch irgendwie Anfang von den 2000er ist diese Alien-Quadrologie rausgekommen. Da haben ja dann die ganzen Regisseure, die an die Filme gewirkt haben, haben dann die Chance gekriegt, dass er eine Director's Cut draus machen.
Und der Fincher hat gesagt, er hat keinen Bock drauf, er macht da keinen Director's Cut und er hat ihnen dann aber die Genehmigung mal gegeben, dass eben die Szenen, die er noch gehabt hat oder so, verwenden dürfen. Drum heißt es dann nur Assembly Cut, weil das haben dann andere Leute, haben das dann zusammengebaut, so wie es, damit es an die Richtung hinkommt, die der Fincher haben wollte, aber er hat ihm gesagt, das ist immer noch nicht das, was er wollte und darum soll das nicht Director's Cut heißen, weil das nichts mit ihm zum tun hat. Er ist ja der einzige Regisseur, der mit einer ganzen Quadrilogie nichts zum tun gehabt hat. Angeblich gab es ein Interview, in dem er sich aber ein bisschen schlecht über das Studio geäußert hat und darum ist es dann auch rausgefallen aus dem Bonusmaterial. Schade. Irgendwie natürlich schade drum, aber ganz ehrlich, der Mann hat uns, hat er nicht ein 7 oder gemacht, hat er nicht ein Fight Club gemacht? Ja. Ja, mehr brauchen wir nicht weiter schmerzen. Interessiert mich nicht, was da war. Ja, und das Gute ist halt, dass er halt weitergemacht hat. Und ich glaube, es war einer von den Produzenten, mit denen er dann eben zusammengearbeitet hat für 7, weil er hat halt echt schon gemeint, dass er keinen Bock mehr drauf hat, dass er nicht mehr weitermacht und dass er sowieso nach dem Film keinen Job mehr kriegt. Gott sei Dank, dass das noch funktioniert hat. Ja, aber sauber. Weil, also 7, Fight Club und ich muss wieder sagen, die Serie Mindhunter ist für mich eine der besten Serien, die jemals gemacht worden sind. Leider nach 2 Staffeln abgesetzt, aber ja, da war uns viel gutes Zeug entgangen. Ja, Mindhunter kenne ich nicht. Also ich kenn's, aber ich hab's nicht angeschaut. Hast du da noch ein bisschen, weil du hast ja da, wir haben ja vorher schon mal gekriegt, dass du auch schon gesagt, ob ich das mitgekriegt habe mit dem ganzen Zeug, was da im Hintergrund passiert ist, hast du da ein bisschen mehr? Ja, nicht so 100%, muss ich ganz ehrlich sagen. Du hast es eh schon ganz kurz so umrissen, die genaue Geschichte, kann sich ja kein Mensch nicht merken, welche Leute jetzt da wie involviert waren und warum und Produzenten geben einen Haufen Geld, dann werden Sets gebaut und Scheiß und Klump und dann mittendrin so, was ich noch weiß auf alle Fälle, Fox hat Alien 3 beworben, im Fernsehen etc., wie man es halt damals so gemacht hat, für Alien 3 und einen Trailer gemacht, so einen Short-Trailer halt natürlich ohne irgendwelche Szenen, weil bis dahin noch nicht eine Zeile Skript geschrieben worden waren. Und Sigourney Weaver noch nicht mal gefragt worden ist, ob sie in Alien 3 überhaupt mitspielen darf und lauter solche Sachen. Und da, also das Chaos hat quasi schon angefangen, bevor die überhaupt angefangen haben, den Film zum Produzieren oder zum Planen oder irgendwas zu machen. Das mit der Weaver habe ich auch gelesen, deswegen ist die nämlich in der ersten Rohfassung, meine ich, vom Drehbücher, war die auch noch ständig in ihrer Kryokapsel drinnen und im Koma oder so, weil sie nicht gewusst haben, ob die am Ende überhaupt mitmacht oder nicht. Dann weiß ich zum Beispiel noch, das ursprüngliche Drehbuch hätte eigentlich auf der Erde stattfinden sollen. Oder auf dem Planeten von die Aliens selber und da hat es unfassbar viel schon so Concept Arts gegeben und wie das alles ausschauen soll, wie das Alien ausschauen soll und was weiß ich was alles. Und das ist dann einfach alles unter den Teppich gekehrt worden. Der Drehbuchautor, das Drehbuch ist einfach unter den Teppich eingekehrt worden. Der hat sich dann mit irgendjemandem zusammen und einen Comic draus gemacht. Den soll es geben, kenne ich. Also ich kenne, aber ich habe ihn nicht gelesen. Ich müsste die Comics auch mal lesen, weil da gibt es anscheinend viele von den verworfenen Ideen, sind später in Comics verarbeitet worden und es waren nicht wirklich geile Ideen gewesen, was man da teilweise mitgekriegt hat. Also die Concept Arts, da kann ich euch einen David Hein ans Herz legen, der hat da ein paar gute Videos drüber, unter anderem zu Alien 3 und wir nennen das der Film, den es eigentlich gar nicht geben darf. Der Behind, oder ist das dann? Der Behind, jawohl. Ja, weiß ich, ja. Guter Mann, gefällt mir gut. Heiratet noch heute. Ich schreibe ihm nachher von YouTuber zu YouTuber eine Nachricht. Aber ich glaube, mit 23 Zuschauern lässt er sich nicht, da graust er bloß. Brauchst du ja nicht. Trau ich mich nicht. Nein. Ja, hast du auch wieder recht. Mag nicht rausgehen. Muss ich bloß wieder irgendwo hin, meine ich. Stimmt, er muss wieder daten. Ja, ansonsten weiß ich da allerdings nicht recht viel dazu. Muss ein absolutes Chaos gewesen sein. Das kann sich kein Mensch merken. Das habe ich auch noch gelesen mit dem Planeten, aber da hat es dann geheißen, dass das Budget dafür dann sowieso von Haus aus nicht gelangt hätte. Am Ende, meine ich, war es dass das Budget war irgendwo bei 40 Millionen oder 45 Millionen angesetzt worden und hat dann durch die ganze Gaudi, weil sie haben dann am Ende, wo das Studio dann wieder noch Reshots haben und da noch Änderungen und hier noch umeinander kacken und dann haben sie nochmal 20 Millionen einbuttern müssen. Davor, glaube ich, sind schon 40.000 nochmal für Sigourney Weaver draufgegangen, weil ausgemacht war, wenn sie nochmal zurückkommen muss für Reshots und sie nochmal die Haare rasieren muss, dann kriegt es von Haus aus gleich mal 40.000. Was sie aber nicht getan hat, da ist für $600.000 nein, für $16.000 haben sie dann so Glatzenattrappen für sie gebaut. Ja, genau. Das ist 600.000 war jetzt total übertrieben, aber... Ich wollte gerade sagen, was soll ich das? Warum sollte ich für 600.000 Attrappen bauen, wenn ich $40.000 Rasur kostet? Was soll das? Ja, wer versteht schon, was Dollar ist. Ja, wer versteht schon Mathe. Wer versteht Mathe, die Zahlen im Zehnerbereich sind nichts für mich. Da bin ich raus. Ne? Und das geht schon ein bisschen in Buchhaltung ein, da bin ich sowieso raus.
Soll sich die Steuerberaterin drum kümmern. Ja, eben. Der Fincher war nicht selber, ist dann auch während dem Dreh insgesamt 3-mal gefeiert worden. Und dann hat er noch aber doch wieder gekommen dürfen zum Weitermachen. Dass da überhaupt der Film entstanden ist, grenzt an ein Wunder. Das ist völlig irre. Das ist echt völlig irre. Also so schlecht wie er ist irgendwo, dass trotzdem ein halbwegs anschaubarer Film draus geworden ist, grenzt an ein fucking Wunder. Ja, das stimmt, ja. Und ich denke mir die ganze Zeit eben, wenn man den Fincher einfach hätte machen lassen, dass er mehr von seiner Kreativität einbringen kann und von seinen Ideen, dann glaube ich, war halt auch ein richtig guter Film draus geworden. Weil eben in meinen Augen eben der Assembly Cut, der ist immer noch weit weg vom guten Film oder so, aber er geht halt voll in eine Richtung, wo du sagst, da ist so viel Potenzial verschenkt worden, da hätte man so viel draus machen können. Aber er ist mit einem Affenzirkus, da haut's mir ab, scheiß Produzenten und scheiß Studioboss, der haut's einfach mal ab und lässt doch die Regisseure in Ruhe einfach arbeiten. Das ist anscheinend 1992 schon nicht möglich gewesen. Und ich hab gemeint, das ist erst seit dem Snyder Cut von Justice League so. Das, ja... Also alle Grundpfeiler von dem Film sind ja gegeben. Das abgefuckte Setting ich finde die Idee nicht schlecht mit diesem Gefängnis, dass da ein paar hinterlassene, abgefuckte Idioten halt sind. Es gibt keine Waffen, was das eine Alien halt saubedrohlich macht, was denselben Flair vom ersten Teil hat. Da ein paar brauchbare Charaktere rein da, aber da haben sie es ja auch hart da. Um ganz ehrlich zu sein, der Clemens, ja, Achtung, Spoilergefahr. Ja, ich bin gerade aufgewacht, ja, das ist irgendein lustiger Cocktail, ja, geil, da ist ein Alien, ach so, ja, ich bin auch nicht ganz nett, ja, lass uns fegeln. Was? Was zur Hölle eigentlich? Er ist jetzt so Jay und Silent Bob mäßig unterwegs, weißt du schon. Was machst du da? Du hast doch gesagt, wenn wir nur noch 5 Minuten zu leben haben, dann vögelst du mit mir. Ja, das, keine Ahnung, da haben sie auch dann in seiner Krankenstation, sie liegt umeinander, kann eigentlich nicht, aber ich bin so lange da draußen gewesen. Ja, genau. 2 Sekunden später bin ich gefegelt. Hä? Ja, die war nicht anständig wie Sau. Anständig wie Sau, ich weiß nicht. Du bist ja nur mit lauter Männer, die alle auf einmal mordsgläubig sind, da geht überhaupt nichts mehr. Ja, 5 Minuten vorher hat es ein kleines Kind aufgeschnitten. Ja, da war sicher Zeitsprung drinnen. Ja, mit Sicherheit. Das ist schon so lang her gewesen. Weil wir wissen ja, wenn das Alien da ein Ohr einlegt, dann dauert das 4 Monate, bis es rauskommt. Ja. Über was für eine Zeitspanne läuft denn der Film? Von der Bergung bis zum Adios. Keine Ahnung, gefühlt einen halben Tag oder so. Ja, ich hätte jetzt aber auch gesagt, halt, dass da schläft ja keiner niemals irgendwann. Nicht so wirklich, oder? Ich wüsste jetzt auch kurz nicht mehr, wo sie mal geschlafen haben. Das passiert alles am ersten Tag, wo sie aufwachen, wenn du mich fragst. Ich glaube auch. Aber ich kann es jetzt echt nicht sagen, also figurentechnisch muss ich echt sagen, war der Clemens da noch einer von denen, die mir am liebsten waren. Was dann auch so ein Ding war, so eine Drehung zum Assembly Cut hier war der Aaron, weißt du, sagen wir, der zweite Chef nach dem Andrews. Also ich wollte jetzt gerade sagen, der einzige, der eigentlich noch ein bisschen außersticht, ist der vom Direktor, der Handlanger vom Direktor, ich weiß nicht, wie er heißt, der so ein bisschen dumm ist. Ja, genau, und der wirkt aber, also der ist eigentlich, war der gar nicht so dumm. Die haben ja im Kino, in der Kinofassung haben sie ja dann immer 85 genannt, weil das sein IQ dann ist. Da hat er wirklich dumm umgekommen sollen, das haben sie im Assembly Cut komplett weggelassen. Dann jetzt, fand ich ziemlich gut. Stimmt, da war was mit 85, ja. Genau, und das haben sie komplett weggelassen, was ich eigentlich ganz gut fand, weil das hat mir in der Kinofassung schon die ganze Zeit genervt und dann war er als Figur irgendwie voll blöd und voll nervig. Und das war der ist in der neuen Schnittfassung auch besser weggekommen als Figur. Naja, auch nur ein bisschen. Also er ist schon gescheit blöd. Ja, das ist das, was ich meine, was bei dem Assembly Cut, das ist alles immer nur ein bisschen besser, aber halt auch nicht richtig gut. Ja gut, aber was sollst du daraus machen? Hilft eh nicht. Ja, wie geht's denn dann im Film weiter? Das Alien steppt aus der Kur raus, und dann geht's quasi los. Das wächst ziemlich schnell, aber gut, das ist deren Aliens halt so. Was ziemlich cool ist, weil es ja da dann auf alle 4 davor grabbelt und davor waren ja die Aliens immer auf 2 Beinen unterwegs. Durch das kriegen wir das erste Mal dann auch gezeigt, dass die Entwicklung von dem Alien vom Wirt abhängig ist und dass es eben Gene von dem Wirt übernimmt. Stimmt, ist auf alle Fälle erwähnenswert. Das ist das erste auf allen 4 umeinander grabende Alien-Viech. Später kriegen wir dann auch noch, ich glaube, ein Predalien, oder? Da wo es aus dem Predator rauskommt, dann mal im Alien vs. Predator. Aber das kommt aber anders mal. Auf alle Fälle haben wir da das erste Mal dann gesehen, dass das wirklich wirtsabhängig ist, wo das Viech oder wie sich das Viech dann entwickelt. Ja. Dann, was mir nur aufgefallen ist, da bin ich mir nicht mehr eben ganz sicher, wie in der TV-Version wahrscheinlich sowieso nicht, aber ein paar so Kill-Szenen vom Alien, wenn es halt dann losgeht, die haben schon ziemlich brutal. Sie sind zwar extrem kurz, also es sind, wenn es wahrscheinlich 2 Frames, aber die Kopfbeißer Dinger, vor allem ich glaube der erste, der ins Gras beißt, ist ein Schwarzer.
Kann das sein? Ich weiß jetzt nicht, das war, nein, der erste, den du erwischt, ist der Typ in dem Tunnel drin, der dann im Ventilator eine latscht und war nicht der erste, der dann, ach, das ist dann mit dem, wie heißt der, Golik? Da stehen doch dann so Kerzen auf. Ja, der ist der mit die zwei Typen unterwegs, und da werden sie dann angegriffen und darum dreht doch der Golik dann durch und da schnappt sich das Alien 2 und da war ein Schwarzer und noch einer dabei. Ich weiß aber nicht mehr, wer der andere war. Das ist das Geile, wo es die Kippenautomaten finden. Wo er so geil, ja, Zigaretten! Und dann mit einem Dropkick gegen den Automaten bombt. Das war ich beim Furtgehen. Das war ich beim Furtgehen, wenn ich gesoffen habe und geraucht habe. Dann so wollte ich einrauchen. Es ist wirklich extrem selten, dass wenn ich mir allein daheim auf der Couch einen Film anschaue, dass ich laut loch. Da kommen sie runter, die Zigaretten! Kickt den Zigarettenautomat, da kommt jetzt da noch mehr oder was? Da hat's mich Vollgas zerrissen, weil ich denke, geil, Zigaretten. Kickt den Automaten, rammt Zigaretten aus und geht und dann ist die Szene gegangen. Ich so, warum? Das haben wir auch noch. Richtig geiler Typ. Dann stehen sie die Kerzen da unten auf, glaube ich, für den Getöteten. Oder irgendwie so. Das kann sein, ja. Auf alle Fälle waren das die ersten, die es erwischt und dann, meine ich, ist schon der Clemens dran. Und bei dem sagt man, meine ich, das erste Mal so einen richtig schönen fetten Kopfschuss. Nehmen wir es einfach mit Kopfschuss vom Minimal. Den sagt man, glaube ich, beim Schwarzen als erste Mal. Also zumindest in der Special Edition. Und ich glaube, dass der in der Kinofassung nicht drin ist. Weil du sagst, glaube so 3-4 Frames lang, ganz extrem kurz, wie er eben, also das ist dann ein Alien-Puppen, das ist kein CGI, oh mein Gott, da kommen wir gleich dazu. Oh Gott. Sondern die Puppen und eine ganz kurze Szene, wo halt sein Kopf so nach hinten und der richtig platzt und eine richtige Letten halt daherkommt. Ja, aber ganz extrem kurz. Das stimmt, ja. Und das haben sie dann allgemein da, also da waren ein paar so von den Dingen, also das Viech, wenn durch den Kopf durchbeißt, dann war es meistens kurz zum Singen, aber dann schön lettig. Aber ordentlich, ja. Das nicht mehr. Aber du hast ja schon gesagt, da war es wenigstens ein Puppen und es war Gott sei Dank ziemlich, vor allem im Assembly-Cut war es gefühlt für mich öfter Puppen als in der Kinofassung. Weil die CGI-Aliens, oder CGI-Alien da, ja, auch wenn es 1992 war, Leute, aber das ging 1992 schon besser, da bin ich mir sicher. Und da werde ich wahrscheinlich 800 Beispiele und Filme finden, in denen es besser war. Das war ja unterirdisch. Dieser grüne Glow. Das als das CGI-Alien vor einem Greenscreen umeinander rennen und der Greenscreen dat sie in der schwarzen glitschigen Ekelhaut vom Alien spiegeln. Das schaut so schlecht aus, das Furchtbar. Ist unglaublich. Dass man das nicht, also wenn man schon dabei, dann mache ich doch den Grünton da raus. Und ich glaube, wenn der Grünton da, das soll ich eigentlich mal mit Photoshop ausprobieren, Screenshot gemacht und den Grünton raus da, dann schaut es gar nicht so schlecht aus. Aber das ist ja furchtbar. Ja. Da waren echt Sachen dabei, wo man dachte, hör halt auf jetzt, das muss jetzt echt nicht sein. Hätte es halt dann lieber irgendwo angedeutet, dass irgendwo ist, aber ich muss es nicht in einer totalen Seng, wie es über Deck drüber graben, wenn ich es mit Paint eingemalt habe. Also Furchtbar. Da gibt es ja auch die eine Szene, wo der andere, wenn sie es dann fangen wollen und sie haben den Plan, da unten in den komischen Gänge, da wo sich sowieso kein Mensch auskennt, was das eigentlich soll, die rennen einfach irgendwelche Gänge, machen Tieren zu, ist jetzt da und denken mir so, welche Tieren, von wo, wer, Ja, keine Ahnung, ich check's nicht, also sowieso wurscht. Es wird schon wissen, was das, gell? Es wird schon wissen, ja. Und dann erwischt's einen und dann einer schaut dann mit so einer Fackel dann so in seine Richtung und dann wergelt das Alien in ihm so eine am Boden. Da musst du mal auf den Arsch vom Alien aufpassen, Alter, das schaut aus, als das Alien den Typen fegeln. Und das denke ich mir schon, seitdem ich ein Kind bin. Das Alien, was tut das da mit dem Arsch an ihm? Was soll das? Ich glaube, das wollte deine Schwänzeln, ich bin mir nicht sicher. Vielleicht, ja. Aber also, was ich gelesen habe, war das, hat es gegessen. Ja, ich hör's da, ja, gut. Weil es ist der erste Film, in dem man sagt, dass die Aliens die Leute dann essen, nicht mausen. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht hast du Alien Triple X angeschaut statt Alien 3. Ah, shit, I downloaded the wrong Alien. Ja, maybe. Das Casting, wer? Aber da war ich ganz froh, in der Special Edition dann eben, da sind zumindest gefühlt die Szenen ein wenig rausgekommen, in denen sie so viel CGI-Alien hergenommen haben und ersetzt worden durch bessere Sachen. Da hat er auch, es ist auch nicht gut, aber es ist wieder ein bisschen besser, weißt du? Also dieser bisschen besser rote Faden zieht sich durch. Das ist nicht, dann ist wahrscheinlich in dieser Special Edition viel mehr drin, was ein bisschen besser macht, was mir gar nicht aufgefallen ist, weil ich halt die Kinofassung schon seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen habe. Du musst echt im direkten Vergleich, das habe ich bei den ersten Teilen auch so gemacht, den direkten Vergleich immer gesucht. Und es ist bei keinem so krass aufgefallen, wie es jetzt da der Fall war. Allgemein finde ich, hat das Alien auch nicht recht viel Screentime.
Nein, nicht viel. Also ganz extrem wenig. Dafür haben wir viel Gebetterei von dem Dylan, das haben wir braucht. Oh Gott, der Dylan, ja, furchtbar. Also diese motivational Ansagen und so, ja, ganz schlimm, wieder beim Dialog. Ja, los mit Ruhe mit dem Scheiß. Was ich noch ganz schlimm finde, oder schlimm gefunden habe, was in meiner Kinderei brennt hat, ist, wenn sie auf die Müllhalde geht und einen Bishop holt. Oh ja, wobei das eine Weltklasse-Puppen war. Ja, stimmt. Also ich finde das heute noch ekelhaft, wie das ausschaut, wenn der Bishop, für die Leute, die es nicht wissen, ist der Android, der im zweiten Teil von der Alien Queen auseinandergerissen worden ist. Und der ist ja mitgeflogen. Den glaube ich, sieht man sogar im zweiten noch, wir sind noch einbettet. Ich glaube schon. Und den holt's dann von der Mülltonne und dann steckt's ihn wieder an, so dass er so halbschaurig läuft und er tut halt dann so, es schmerzt so sehr und so weiter und sie fragt ihn dann, ob ein Alien an Bord war und so weiter. Und das schaut halt so abgefuckt aus, das ist mir auch forever ins Hirn einbrennt worden, glaube ich. Das war echt ein richtig ekelhaftes Battle. Und sie wollten ja da eigentlich an Lance Henriksen wieder, die wollten es so hernehmen, dass er praktisch mit dem Kopf durch den Tisch durchschaut. Aber aufgrund dessen, wie die Fresse halt schon ausgeschaut hat, war der Aufwand groß gewesen. Und dann haben sie einfach praktisch einen Androiden gebaut, der einen Androiden spielt. Ja, das ist aber auch völlig in Ordnung. Schaut heute noch richtig gut aus. Das ist echt und das war, da hat so geheißen, dass die Puppen zu der Zeit so Standard gesetzt hat, wie sich die Puppen ausschauen sollen. Ja. War der nicht sogar Oscar nominiert für die Effekte? Na, leg auf, fragst du mich sagen, keine Ahnung. Irgendwas war da. Also wenn er für die Puppen nominiert war, dann ist er wieder gestrichen worden für CGI-Alien. Anders kann ich mir nicht vorstellen. Das ist gar wirklich, ja. Oh Gott, das scheiß CGI-Alien, hör mir auf. Mir ist vorhin noch was eingefallen, weil du hast ja gesagt, die wollten ja, dass der Teil eigentlich auf der Erde spielt oder eben auf dem Planeten und alles, da gab es nämlich nur den Slogan dann schon. Im Vergleich zum ersten Teil war es ja in Space no one can hear a scream, glaube ich. Ja, und on Earth everyone can hear a scream war dann schon der Slogan für den dritten Teil gewesen. Ja, genau. Also sie haben auf alle Fälle mit 2 Drehbüchern angefangen. Das ist ja im Trailer, glaube ich, sogar gekommen. On Earth everybody can hear bla bla bla. Das kann sein, ich hab den Trailer nicht gesehen. Also das, gut, selber gesehen habe ich ihn auch nicht, aber ich weiß, dass er existiert oder damals existiert hat und der ist ja schon 1990, glaube ich, oder 91 ist der schon gelaufen und ist Alien 3 schon beworben worden. Und da hat es noch keine einzige Szene und keine einzige Zeile Skript gegeben. Das ist so geil. Ja, da war es nämlich, ich glaube, ich habe irgendwas gelesen davon, dass eben Fox zu der Zeit als Studio ziemlich in der Bredouille stand und unbedingt einen Erfolg braucht haben und deswegen haben die da so gehandelt, wie sie ihm gehandelt haben. Was letztendlich hat es noch gelangt, weil ich glaube, der Film ist ja auf ein Budget von 65 Millionen dann rausgelaufen und hat aber 160 eingespielt, also der hat auf alle Fälle ein bisschen Kohle verdient. Ja, weil Alien draufsteht. Einer von den ersten Filmen, der durch ausländische Märkte das Geld dann noch richtig eingespielt hat. In Amerika selber war er ordentlich gefloppt. Er ist übrigens wirklich für einen Oscar nominiert worden, und zwar für die Kategorie beste Spezialeffekte damals, aber hat anscheinend nicht gewonnen. Hat dann noch für den Saturn Award hat er auch 7 Nominierungen gekriegt, unter anderem als bester Science-Fiction-Film. Anscheinend ist in dem Jahr kein einziger anderer Science-Fiction-Film gelaufen. Hat aber keinen einzigen gewonnen und er hat dann noch den Golden Reel Award für Best Sound Editing gewonnen. Also er hat ein bisschen was mitgenommen und wie gesagt, man sieht ja an vielen Stellen, dass da ewig viel Potenzial vorhanden gewesen ist, das einfach ein bisschen verschenkt wurde. Ja, wie soll ich sagen, wie ich es vorher schon gesagt habe, dass aus dem Durcheinander ein halbwegs brauchbarer Film wird, grenzt eher an ein Wunder, wenn man die Vorgeschichte so halb mal mitkriegt. Das stimmt, wir waren ja vorher gerade bei den Puppen, was wir vom Bishop geredet haben, was ganz eine lustige Idee war, was ich gehört habe, war, sie wollten, als das Alien auf die Welt kommt, durch den Hund, in der Kinofasssung kommt sie aus dem Hund raus, im Assembly Camp aus der Kur, hätten sie einen Hund mit Kostüm vom Alien umeinander laufen lassen, aber es hat dann irgendwie ausgeschaut, als wäre das eher so ein bisschen eine Komödie als irgendwie gruselig und darum haben sie es wieder verworfen. Kennst du die Videos, wo so kleine Hunde so Spinnenkostüme haben? Ja, so stellen wir das auch vor, genau an dieser Wertiger müssen. So richtig geil behindert, so richtig schlecht. Das war natürlich top gewesen. Richtig cool. Aber leider haben wir keinen Hund im Alien-Kostüm gesehen. Schade. Aber der Corby, unser Cutter hier, der meistens lauter Käse verzeiht, der kriegt jetzt bald einen Hund. Das ist dann deine Chance, Corby. Kauf ein Alien-Kostüm für den Hund dann später. Und gib ihm einen coolen Namen. Irgendeinen Alien-Namen gibt's denn dann. Was weiß ich, Hicks, Ripley, keine Ahnung, es hat so viele coole Namen gegeben und nicht den, was du ausgewählt hast. Aber den darf ich nicht spoilern. Aber ich mag wissen. Ich verzeih dann danach. Ah. Okay. Deal. So, dann werden wir das. Wie geht's denn dann weiter?
Wo waren wir denn wieder? Jetzt habe ich wieder lauter Zeit dazwischen eingeschmeißt. Die ganzen Leitstern und dann ein Bischof und eine Müllhalde holen, das ist auf alle Fälle erwähnenswert. Genau. Dann wird der Clemens in der Krankenstation dann gestorben. Ja, und dann wieder gestohlen, genau. Er stirbt und dann wieder gestohlen. Du mein Clemens nicht. Ja, aber haben schon mitgenommen dann. Und das war anscheinend auch so so eine Szene, warum, wir sind jetzt wieder beim Assembly Cut nur, der Golik liegt ja da dann der Station und sagt das, dass das Alien den nächsten erledigt. Und er meint dann so, dass das Alien er mit Absicht verschont. Und daraus erschließt sich dann das, warum er das Alien dann wieder befreien möchte, weil das geht dann eben weiter, dass sie das Alien fangen und wollen sie in so einer komischen Raum, wo sie nicht rauskommen, festhalten, bis die Weyland-Yutani-Verein-Seppen daherkommen. Und er meint aber, das Alien ist sein Freund und befreit es da, sehr zur Freude für alle anderen. Und ja, da stellt sich natürlich dann auch sehr schnell raus, dass das Alien nicht sein Freund ist. Schade, das hat sie. Und das feiert ja komplett, also das feiert ja im Kino-Release, hat das komplett gefeiert, dieser Part, dass der Golik dann, ich glaube, mit dem Morse ist er im Raum drin und der befreit ihn dann und sagt, ja, okay, steh auf. Nicht, dass du dann einfach gefressen wirst im Bett, den überwältigt er, haut ab, killt einen und befreit ihm dann das Alien. Dieser Part feiert komplett im Kino-Release. Und ist im Assembly Cut dann drin und da geht's dann im Kino-Release, glaube ich, geht's gleich weiter mit dem, was du schon angeteasert hast vorher, dass sie durch die Gänge laufen und die Türen schließen und das Alien in diese Bleigießanlage einlotsen wollen. Ja, das ist ja eine einzige Möglichkeit, wirst das Viech killen. Und da denke ich mir aber auch schon immer, da habe ich mir selbst auch als Kind schon denkt, wobei mir das da einfach wurscht war, da ist bloß darum gegangen, böses Viech und Blut und eklig. Die rennen da durch irgendwelche Gänge und ich habe keine Ahnung, was das soll. Ich kann es nicht nachvollziehen, was die da tun, aber die werden es schon wissen, die werden halt irgendwelche Türen auf und zu machen und sperren es dann irgendwo ein, keine Ahnung. Es ist total verwirrend, ja. Am Ende, glaube ich, führen alle Wege nach Rom oder eben in die Bleigießanlage und sie machen da dann alle Türen so zu, dass das Alien dann nur noch in diesem Bleigieß-Container drinnen sein kann und sonst nirgends und dann schütten sie ihm oder wollen sie ihm dann eben das heiße Blei aufschütten. Ja, da ist auch nochmal eine Glanzleistung von Dialog. Da ist wie heißt der Prediger? Der Dylan. Der Dylan und Ripley sind dann mit dem Alien-Viech in dieser Senke, wo das Blei halt eingegossen werden soll. Und dann kommt das Alien daher und dann graben sie aussehen. Und er grabt dann wieder zurück, so, oder einen Baseballschläger und kriegt auf einmal seine Eingebung, er ist jetzt der Superheld des Tages, er wird es aufhalten und schreit der Ripley von oben so, aber was wird denn aus mir? Und schreit er auf, Gott wird schon für sie sorgen, Schwester. Und sie dann so, nein! Und dann grabt es einfach weiter. Das ist aber, schau ich mal, das ist so schlecht geschnitten, das ist so schlecht geschrieben, das ist so, hättest du halt einfach dein Futzen gehalten, lass den Dialog dazwischen, schrei so, nein! Und dann grab ich weiter und lass ihn unten sterben. Aber nein. Oh Gott. Warum möchte ich denn überhaupt mit dem Alien da unten vor mir kämpfen? Dass nicht nachkommt oder ich hab's auch nicht verstanden. Er hätte doch einfach aufgegraben können und dann hätte es einfach schon angefangen, dass die Letten abschützt. Das Viech war weiter hinten, das Viech war noch weiter unten. Ja. Da hätte es einfach schon anfangen können, dass es einschützt. Da hat überhaupt keinen Grund gehabt, dass er sich opfert. Passiert aber letztendlich dann auch ziemlich schnell. Dass man dann noch viel Mitleid hat mit dem Vergewaltiger-Mörder, dass man dann sagt, ach, der Arme. Das ist also so eine Nummer, dass man wirklich versucht, Sympathie auf einen Vergewaltigungsmörder-Typen aufzubauen, dass er jetzt der Good Guy ist. Das Komisch, ist ja irgendwie falsch. Also es fühlt sich irgendwie, weiß ich nicht, umeinander predigen, hat zu Gott gefunden, ist mir scheißegal, Alter. Jetzt eigentlich der erste Saison, der das zweite Maul ins Hirn kriegt. Das stimmt, das war ein ganz komischer Zug. Der Typ hat mich sowieso genervt. Wie du schon sagst, seine Motivational Speeches dann irgendwie noch dazu, der ganze Mist, dann einmal steht er auch da und dann schreit er irgendwie irgendwas, eben dann, wo es darum geht, dass er es animiert, dass wir jetzt kämpfen und dann sagt er irgendwie so, geil, mir wurde noch nie was geschenkt und dann redet er weiter und denkt mir so, was hat das jetzt damit zum tun, dass du gegen Alien kämpfen musst, dass da nie was geschenkt worden ist? Das hat doch überhaupt keinen Sinn, nicht, du Saudepp. Exactly. Ich bin nicht verwechselt, ich bin für Kämpfen, mir wurde noch nie was geschenkt. Und ich so, was wird denn dies jetzt da? Ich kotze gleich. Das habe ich mir auch gedacht, stop it, bitte, sei einfach starr und gekämpft und gib mir einfach eine Ruhe. Brauche ich alles nicht. Das war übrigens ein Feuerwehr-Hacke und kein Baseballschläger, ich bin ein Trottel, aber egal. Stimmt, der Hacke war das. Hacke, jetzt. Das Feierhacke. Mit dem hätte er ja zuerst Fräulein Ripley erschlagen sollen, weil sie ja Alien in sich hat. Was er aber dann nicht tut. Aber er haut trotzdem 5 cm mit dem Hacke neben ihrem Kopf. Ja. Dass sie es mit er wollte er wollte halt ein bisschen Intensität verleihen, seine Aussage da. Er wollte einfach sagen, dass das alles nicht so einfach ist, wie sie meint, aber er weißt schon.
Ich weiß nicht, was er wollte. Das weiß keiner. Nein, ich glaube, das weiß er nicht mehr selber. Nein, Mit das hat er wahrscheinlich Goldstern. nicht mit der Schreiber liegen, wo der das Ding da zusammengestimmt hat. Auf alle Der Fälle hat's eigentlich ringt's dann als Blei da oben aufs Alien. genau. Und dann sterben sie natürlich. Also der Mr. Dillon stirbt dann und das Alien. Er ist ja vorher schon vom Alien gepackt worden. Ja, stimmt. Man hört ihn auf alle Fälle nicht mehr schreien, wenn's Blei dann runterkommt. Genau, Das kann ich mir zuerst auch schreit er noch- noch ganz Kann wild. ich mir, ist auch ganz gut, glaube ich, wahrscheinlich, weil ich hätte jetzt keinen Bock, dass ich heiß Blei auf mich krieg. Wie Weniger. heiß ist ein Blei so? Ist mir da sofort hieß, glaube ich nicht. Sicher 1000, Sicher 1000. mindestens. Ja, 1000 hört sich vernünftiger. Da die auch sagen, ja. Ich glaube, dass auf alle Fälle, dass es ähnlich in die Richtung geht wie bei Game of Thrones, wenn es die goldene Krone gibt, wenn es die Folge noch weißt. In der ersten Staffel. Nein, weiß ich nicht mehr. Der Khal Drogo, der Daenerys im Bruder verpasst, hier ist deine Goldkrone. Nein, weiß ich nicht mehr. Und dann schüttet er ihm doch das geschmolzene Gold ins Gesicht. Weiß ich nicht mehr. Vielleicht ist es mir wieder. Asozial auf alle Fälle, und so stell es mir vor. Ja, nicht schön auf alle Fälle. Ja, Friede, Freude, Eierkuchen ist dann auf alle Fälle, meint man, und dann springt halt das Alien-Mistviech doch noch mehr raus. Ha! Wer hätte das können sehen? Und dann wird's noch mal kurz eng so, das Alien grabt der Fräulein Ripley hinten nach und dann verpasst er ihr aber die tödliche Dusche. Na, sie am Alien, die tödliche Dusche. Dann kommt das Wasser aber und dann zerreißt sie es. Peng, peng. Das hat es ja schon Foreshadowing gegeben, mit dem Eimer, den man mal sieht, wieder platzt. Echt? Mhm. Hab ich Das wieder ist nicht irgendwann einiges, also ich glaube beim Herrichten, weil da richten sie doch einmal alles her, wo dann dieser Unfall passiert, dass dann alles jetzt reißt. Und dann ist das schon mal so, dass man das eben sagt mit dem, dass dann, wenn das dann abkühlt wird, dass dann der Eimer platzt. Hab ich wieder nicht gescheit aufgepasst. Unglaublich. Ich hab das jetzt aber auch nicht als Foreshadowing für das Alien, für die Alien-Explosion gesehen. Das habe ich nur gelesen, dass damit das geforeshadowed wurde. Und ich denke mir, hau ab mit Foreshadowing, das Wort nervt mich allein schon. Ich hab's jetzt 20 Mal sagen müssen. Und der scheiß Eimer hat doch niemals das prophezeit, dass das Aliens reißen wird. Wobei als Kind habe ich mich schon gefragt, wieso er starkt das jetzt nicht, sondern zerreißt es, verstehe ich nicht. Aber okay. Wo haben wir stehen, das Alien hat's zerrissen. Peng. Das Alien hat's zerrissen, ja, vor lauter Wut hat es zerrissen. Stinksauer. Friede, Freude, Eierkuchen hast du dann schon gemeint, oder? Aber dem ist ja noch nicht so. Nö. Warum? Ach so, ich muss das erzählen. Dann kommt die Crew von Weyland-Yutani und möchte der Fräulein Ripley einschmatzen, so hier kleiner Eingriff, wir entfernen das Alien, dann stirbst nicht und so. Und wir töten das dann natürlich, aber Ripley, misstrauisch wie sie ist, sagt nein. Fast wie bei Planet Affen. Oh, das war super. Dann wird erst es lebt ja noch ein Häftling, lebt noch, dem wird aus unerklärlichen Gründen einfach in Knie geschossen. Da ist absolut nichts passiert, da wird einfach mal so, hey, Häftling, bang, wird er mit Hat der Knie nicht geschossen. hat der nicht irgendwas angeschalten von dem Apparat oder so, dass es dreht und da hat er dafür einen Schuss kassiert? Das tut er ja erst danach. Das kann auch sein, ich weiß auch nicht mehr. Ist alles so schnell gegangen. Und passiert dann? Dann kommt auf alle Fälle, was erwähnenswert ist, auf alle Fälle, dann kommt der Bishop in echt, also die Nicht-Androiden-Version vom Bishop, sondern der Entwickler. Ist es nicht der Herr Weyland-Yutani selber? Er ist dann normal der Gründer davon, ja. Müsste eigentlich sein, weil ich glaube, der ist ja dann in, jetzt pass auf, wie ist denn das gewesen? Das wird ja später, glaube ich, dann bei Alien vs. Predator, glaube ich, erklärt, oder? Dass er da der Gründer dann ist. Ja, genau. Er ist ja der dann diese Expedition da ins Eis oben macht. Ja, genau. Gleicher und dem haut er Schauspieler. dann, der Aaron haut ihm dann sauber über den Shell drüber und schreit, du scheiß Androiden-Sepp. Und dann Ja. hängt er da und dann hängt ihm das Ohrwaschel davor und bliert wieder Sau und sagt, ich bin kein Android, aue. Aue! Dann schießen sie den noch. Also es war Ja. der Dumme, die Gefängnisdirektor Handlanger, der Dumme ist dann auch da. Und dann trennt sie auf alle Fälle einen Zaun. Und sie bereitet sich quasi so langsam aber sicher darauf vor, dass bestimmte Dinge tut. Und das finde ich eigentlich einen ganz guten Twist in dem Film, weil damit rechnet natürlich keiner. Zumindest damals mit Sicherheit nicht. Sie unterhalten sich dann so ein bisschen so, ja, Eingriff ist nicht schlimm, na, lass uns einen Eingriff machen. Und sie sagt eigentlich gar nichts die ganze Zeit und steht mit dem Rücken zu so einem Abgrund, zu so einem Ofen. Und ja, von einem Moment auf den anderen lässt im Prinzip dann das Glander aus, lässt sie nach hinten runterfallen und springt in den Tod in einen Hochofen hinein Genau. und bringt sich und das Alien um. Da haben wir auch wieder einen kleinen Unterschied. In der Kinofassung platzt nämlich dann das Alien aus ihrer Brust und sie hält's fest. Und das passiert im Assembly Cut nicht. Da fliegt halt einfach eine und der Fokus bleibt auf ihren Opfer, das sie da bringt und nicht nur auf irgend so einen
Gore-Effekt, der zwar schön zum Anschauen ist, aber der in dem Moment halt einfach die Wirkung von ihrem Opfer nimmt, weil halt dann jeder sagt, hey, geil, oder Blut. Ja, Gott sei Dank, dass du das noch dazu sagst, weil ich war mein Leben lang davon überzeugt, hey, da kommt doch am Schluss das Alien raus und sie hält das dann so fest und dann stirbt's. Ja, und natürlich lebt's noch während dem Abfallen, weil man denkt, bin ich nicht ganz sauber oder haben sie das ausgeschnitten? Keine Ahnung. Aber gut. Nee, haben sie raus. Haben sie raus gemacht. Ich finde es in dem Fall auch besser, weil es halt wirklich so ist, weil das halt dann schon eine von den Szenen, die ein wenig wirkungsvoller sind, dass sie sich jetzt da opfert, weil es halt einfach sagt, wie es ja schon mal unter dem Film erklärt, dass halt für Unschuldige sterben daten, wenn sie das zulässt, dass die das Viech in die Hände kriegen und sie dafür umbringt und am Ende hat halt da einen Fokus von ihrem Opfer dann gerade wieder auf einen Gore-Effekt legen, den man aber schon mal ein paar Mal gesehen hat. Das ist nichts Neues mehr gewesen. Brauche ich nicht in dem Fall. Ja, braucht auch nicht. Hat seine Daseinsberechtigung irgendwo, für das gibt es 2 Versionen. Aus Go-Effekt, lol. Da ich auch sagen. Oder halt einfach dann im Bonusmaterial. Schaut es euch da an. Ist das auf einer DVD, ist das im Bonusmaterial drin, das Zeug? Ja, du hast bei der Quadrologie, die rausgekommen ist, Anfang von den 2000er, hast du zu jedem Film eben immer die Kinofassung und den Director's Cut oder in dem Fall eben den Assembly Cut drin. Und also da kann man sich sehr aussuchen, mehr halbe Stunde pro Film länger da sitzen und mir das anschauen, dann schauen wir immer die Director's Cuts an. Und wenn nicht, dann bleibe ich bei den Kinoversionen und dann sehe ich beim 3. Teil auch das Baby-Alien, wie es aus dem Bauch rauskommt und sagt, ja. Ja. Spontane Spaceballs, Flashbacks. Grüße Gott. Alex Spaceballs hat wieder mal angeschaut. Gute Kassetten. Gute Kassetten, so richtig gute Kassetten, ja. Ja, und dann ist auf alle Fälle aber der Film eigentlich zu Ende. Man sieht dann den Häftling nur kurz grinsen und dann ist geil. Ja, da wird noch abgeführt. Der Morris, der darf ja mitfahren mit den Wayland Yutanis Leuten dann. Die verlassen dann noch das sinkende Gefängnisschiff. Und da wird er mitgenommen. Der Morris, der dann, keine Ahnung, wie sie gerade auf den kommen, der darf dann die ganze Gaudi da überleben und mitfahren. Ja, wer weiß, was sie sich da gedacht haben. Ich weiß nicht. Der sympathischste von alle Gefangenen, der darf überleben und dann in Alien 4 mitspielen. Das ist echt einer. Was, ist der im 4. Teil dann noch dabei? Der ist bei mir so lange her. Nein, also ich wüsste nicht, um Gottes Willen. Der 4. ist ja so schnell, so weit weg von den ersten 3 irgendwie. Da hat er fast gar nichts mehr irgendwie was mit dem anderen zu tun, habe ich so das Gefühl. Aber da reden wir, glaube ich, anders mal drüber. Ja, das hat er so. Wir haben wieder ziemlich genaue Punktlandung bei einer Stunde, das ist schon mal aufgefallen, aber wir haben noch wichtige Fragen zu klären. Ich wollte gerade sagen, also wir sind auf alle Fälle immer gut drum mit einer Stunde. Für einen Alien-Film ist aber eine Stunde auch angebracht, würde ich sagen. Ist ein sehr großes Franchise, das sollte man dementsprechend vollswitzen. Aber, Birgster, was sind deine Top und Flops? Oder dein Top und dein Flop? Mein Top ist ganz klar der Twist am Ende, dass sie umbringt. Und der Flop ist das CGI-Alien. Das ist ganz, und gleich hinten noch der Dialog, wenn es die Kuh einer deren. Das ist, der ist so geil schlecht, das ist der Wahnsinn. Aber das CGI-Alien ist schon wirklich ganz massiv schlecht. Das ist echt grausam. Unerträglich schlecht, um ehrlich zu sein. Das Schlimme ist, dass wir uns das jetzt wirklich 1:1 teilen, das Top und Flop. Ich hab gesagt, das Top, ich finde das echt cool, dass sie das durchziehen, dass sie sagen, dass die Hauptfigur Ripley wirklich das Opfer bringen darf und sie da selber tötet. Das finde ich super. Und mein Flop ist auch dieses CGI-Alien. Das ist so grausam, das ist so hässlich schlecht. Also da habe ich Computereffekte in die 80er gesehen, die besser ausgeschaut haben als die Scheiße. Dann weißt du was, dann nehme ich nicht generell das CGI-Alien, sondern die Szene, wo es den anderen Typen am Boden fegelt. Nehme ich die so als Flop. Sagen wir Barry. Fast. Dann sind wir beide. Dann darfst du dann zumindest gleich mit dem Triple Threat weiterarbeiten. Haben wir mit Titten gesehen? Nein, das darf ich jetzt nicht sagen, nein. Ich weiß, was du meinst. Oh Gott, asoziale Sau, du Ich bin asozial, was kann ich dafür? Ja, grausam. Ja, it is what it is. Nein, es gibt keine Dieb. Keine Dieb. Keine Erwachsenen. Gibt's Trompeten? Nein. Aber haben wir vielleicht ein totes Tier? Ja, wir haben ein totes. Ja, also es stirbt ja nicht. Es ist ja schon tot, wenn es kommt. Aber man sagt vielleicht in der Special Edition, sagt man am Anfang die Kier und die hat sogar einen Namen. Also ja, ich sage, ein Tier stirbt. Und in der Kinofassung stirbt auch ein Tier, nämlich der Hund. Genau. Das also ist ja völlig unterschiedlich. Wir haben ein ORT von 3, das spricht für den Film schon mal, dass er nicht so toll ist. Also wenn Titten und Pimmel vorkommen, dann ist der Film nix. Das stimmt. Wenn die nicht vorkommen, dann ist das echt nix.
Kein Pimmel, kein guter Film. Ja, das stimmt. Irgendwo stimmt es. Ja, freilich, man sollte viel mehr der Pimmelherz sein. Ich darf es ja gerne, aber ich krieg ständig über Hausverbot. Nervt mich. Scheiße. Ja, hilft nicht. Du bist es ja gewohnt als der YouTube-Sepp, dass die Leute sagst, was mit deinem Kanal da sollen verzeihen. Vielleicht ist mir was mit unserem Kanal da sollen, weil du hast schon 23 Leute und ich hätte auch gern 23. Das aber bei mir funktioniert immer ganz gut, wenn man die Leute droht, sie müssen dann irgendwelche Sachen abschlecken. Das ist gut. Okay, ich werde auf alle Fälle mal sehr empfehlen, den Kanal zu liken. Also nicht nur den Kanal kann man nicht liken, du Trottel, Hashtag Profi-YouTuber. Du likest jetzt erst einmal dieses Video. Dann drückst du auf Teilen und schickst das in jede verdammte WhatsApp-Gruppen, die du kennst. Und wenn du das nicht tust, dann, sag's nicht, Birger. Dann schlägst, das darfst du ausdenken, was er dann abschlägt. Dann müsste das Anschlag von dem Ochsenschlecker aus Alien 3. Nein, ich müsste CGI-Alien schlecken. Ah, wie Teufel. Das ist viel schlimmer. Und ein Abo natürlich da lassen, auf YouTube vor allem. Weißt du, Follow, was weiß ich, überall, wo der Schmandal läuft. Ja, weil und auf Steady, weißt du, Steady ist auch ganz wichtig. Steady habe ich noch nie in meinem Leben gehört, aber egal. Ja, das ist wie Patreon. Ich bin nicht so in die Social Medias unterwegs. Machen wir mehr, das ist voll gut. Vor allem in die Kommentarspalten von Zeitungen, da ist richtig Kasala. Von die großen. Ja, weil die PNP-Kommentarabteilung beste, wo gibt. Das ist geil, wenn der AfD-Sepp da drin noch umeinander wedert und dir dann erst Corona erklärt und danach die Ukraine erklärt und was weiß ich, was er dann noch alles erklären kann, der Saudepp. Die besten Leute waren die mir bei meinem aus der Kirche austreten Video drunter geschrieben haben, ja Birger, finde ich richtig cool, dass du so ein Video machst mit How to Kirche austreten. Jetzt hätte ich aber noch gerne eins mit How to Kirche eintreten, damit das christliche Abendland nicht von irgendwelchen Muslimen überrannt wird. Damit ich so da gesehen, hast du das jetzt wirklich geschrieben, du trollst doch, das gibt es nicht, dein Ernst, Alter. Doch, was ernst. Ja, 95% aller Kommentare unter PNP oder sämtliche Zeitungsseiten wahrscheinlich, da sitzt du da und denkst da, das ist fake, das meinst du nicht ernst. Nein, nie, nein, Kim, das ist ein Witz, oder? Aber nein, es ist alles sehr ernst. Drum, mach mehr Social Media und Geier da drin umeinander, ist voll geil. Muss ich mir nachschauen, schauen wir mal. Schaust du mir nach, genau. Ansonsten sage ich wieder fett merci, dass du dabei warst, war wieder eine geile Runde, oder? Nichts zu danken, hat Spaß gemacht, wie die letzten 2 Mal auch schon. Die Stunde vergeht wie Blub und Gas. Das nächste Mal sollten wir vielleicht Teil 4 wieder, haben wir es jetzt mehr gesagt, dass wir es schneller machen, aber Teil 4 ist mir vielleicht echt ein bisschen schneller. Vielleicht lassen wir uns aber auch 4 Stunden Zeit. Das kann auch sein. Und schauen wir uns jetzt, hören wir auf, dann schauen wir uns Teil 4 und dann nehmen wir auf. Jetzt kleiner, bist du besoffen? Okay, nein, das schaffe ich nicht. Hast du frei, Mann? Nein, ich hab nie frei. Selber schuld. Ich muss immer arbeiten, weißt du, wie es ist. Hättest du was Gescheites gelernt? Der gute Willi. Ja, ich hasse. Oh, was heißt denn da? Nein, wie gesagt, wir sagen Leute, merci fürs Zuhören und Teil 4 gibt es erst, wenn wir mindestens 23 Abonnenten haben. Vorher rentiert es nicht, dass ich was tue. Nächstes Jahr dann. Genau, also dann macht es gut, Leute, und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast, wie sagt der Corby, der Welt. Und dann sag ich, der besten Podcast bis ich mach. Ja, genau. Und ich sag dann auch im Weltall oder so. Das ist nicht cool, wenn ich das allein machen muss. Corby, schneid irgendwas ein. Also, macht es gut, Birger, merci, hab dir Ehre. Merci, bis zum nächsten Mal, hab dir Ehre. Servus.